Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, zweite Bundesligaspieltag, 3:2 im Bayerischen Derby. Beim FC Augsburg gewonnen. Ich würde es in meinen üblichen Worten wildes Spiel beschreiben. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts. Und unterstützt damit einfach, was ich hier so tue, wa? Plus Hypen, Kommentar, Daumen hoch, runter, ihr kennt das Spielchen. Ja. Zum Spiel. Ja, das war eigentlich fast eine Kopie vom Pokalspiel, so vom Spielverlauf her. Ähm, Ich weiß nicht, wie man nach 'm 3:0 den Bums wieder so herschenken kann, so heiß machen muss. Ähm, ja, ich habe schon nach dem Pokalspiel gesagt, wir machen uns Gedanken um irgendwelche Transfers in der Offensive, wenn man unsere Defensivleistung sieht. Ja, ist nur noch eine Frage der Zeit, wie lange der Bums gut geht. Ja, ganz einfache Kiste. Hätten wir heute nicht Harry Kane gehabt, hätten wir das Spiel auch nicht gewonnen. So, ja. Harry Kane war heute mehr Sechser wie Kimmich und Goretzka zusammen und war mehr linker Verteidiger wie 'n Stanisic Stürmer war. Also, der Mann hat sich heute so in Dienst der Mannschaft gestellt und aufgeopfert. Ja, die 3 Punkte, die gehören heute Harry Kane, auch wenn er kein Tor erzielt hat. Ja, das ist schon mal das Fazit des Spiels. Ähm, Zum Spiel selber, ja, nach 5 Minuten muss es 2:0 stehen. Punkt. Ja, haben wir nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, was Luis Diaz, I don't know. Ich weiß nicht, was mit dem Mann nicht stimmt. Ähm, Ich weiß nicht, was die Intention war in der zweiten Minute. Also, du brauchst nur den Spann hinhalten. Der Ball ist im Tor, das Tor war leer. Also, ich habe keine Ahnung, ja. Ähm, Ich meine, er hat eine Bude gemacht, ja, hatte aber Chancen für Minimum 3. Minimum musst du 3 machen von den, was hat er gehabt? 5, 6 Schüsse, wir werden's gleich sehen in Statistiken. Michael genauso fahrlässig heute, ja. Wenn das die Konsequenz ist daraus, dass, wenn wir alle 3 Tage spielen, dann wird es in Zukunft schwierig werden, weil Augsburg hat uns heute den Gefallen getan und war, also die ersten 20 Minuten von Augsburg haben mich erinnert an das Spiel gegen Barcelona in der Champions League, ja, wo Barcelona die ersten 20 Minuten auch offen wie ein Scheunentor war. Das war heute Augsburg, ja. Die haben uns da hinten Räume gegeben, das war ja die wahre Pracht, ja. Also, so nach 20 Minuten ist es dann hat's Augsburg so 'n bisschen besser gemacht, kam ein bisschen besser ins Spiel. Dann hat natürlich Harry Kane das Tor super vorbereitet von Serge. Das war auch Serge seine, ich weiß nicht, wo ich weiß es nicht. Vielleicht sehe ich 'n Serge zu kritisch, schreibt es mir gerne in die Kommentare, beziehungsweise kommt gerne Montag in den Stream, 18 Uhr live auf Twitch. Ähm, Laut Kommentator und Lothar hat der Serge heute 'n richtig gutes Spiel gemacht. Ja, ich habe sein Tor gesehen und ein 2 Aktionen in der ersten Halbzeit und danach habe ich 'n Serge nicht mehr gesehen aufm Feld. Dasselbe mit dem Goretzka. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Gefühlt haben wir heute mit 9 Mann gespielt, ja. Ähm, Ich habe 'n Serge nicht einmal auf der Zehnerposition gesehen. Das hat heute durchgehend Harry Kane gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich aber auch 'n zu hohen Maßstab an die Spieler, I don't know. Ja, kann sehr gut sein. Ähm Ja, danach, wie gesagt, war Augsburg besser im Spiel. Augsburg hat auch die Zweikämpfe besser geführt wie wir, das über in der ganzen ersten Halbzeit schon. Aber wir haben das Spiel im Griff gehabt. Ja, dann mit dem 2:0, in der letzten Minute der Nachspielzeit, erste Halbzeit, da war der Bums eigentlich durch, ja. Spätestens dann nach Wiederanpfiff in der 46. Minute oder 48. Minute, was es war, da muss der Bums durch sein, wenn's 3:0 steht. Ja, dann hast du in der 60. Minute frische Kräfte in die Offensive einzuwechseln. Gut, dann stand schon 3:1, aber dann musst du frische Kräfte bringen, dann machst du das 4:1, dann machst du vielleicht sogar ein 5:1. Es kann nicht sein, dass dann so das passiert, was passiert ist. Ja, also, mal wieder keinerlei Eier von Kompany, der wieder nur die ganzen Standardwechsel macht. Ähm, Katastrophe, Katastrophe, ja. Also, ich verstehe es nicht. Und dass dann die Konzentration gefehlt hat bei den Jungs, die noch auf dem Feld waren, hat man gesehen. Ob es ein Diaz war, ob es ein Olisse war,
Von Gnabry fange ich gar nicht erst an. Eine Chance nach der anderen versiebt. Aber gut, ja, wir haben keine Vorbereitung gehabt, eine sehr kurze Vorbereitung. Ja, 2 Spiele innerhalb von was? Ein paar Tagen, dass dann die Konzentration im zweiten Spiel ein bisschen flöten geht vorne. Alles gut. Wie gesagt, da musst du immer frische Kräfte bringen, meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber da musst du hinten wenigstens gut stehen, ja, und das haben wir nicht. Und das haben wir wieder mal nicht. Erstens, weil Steffi Graf eingewechselt wurde und dann erst mal irgendwie 5, 6, 7, 8 Minuten gebraucht hat, bis er mal anwesend war. Und zweitens, ich weiß nicht, was, ich meine, wenn man 3:0 führt oder 3:1, ne? Nehmen wir 3:1, ist ja noch besser. So, dann weißt du auswärts: „Oh, die haben jetzt das 3:1 gemacht. Ja, die werden jetzt bestimmt noch mal ein bisschen kommen, ein bisschen Gas geben.“ Ey, da muss es doch möglich sein, dass die Mannschaft oder gerade unsere ach so tollen Zentralmittelfeldspieler schlau genug sind, um darauf zu reagieren, ne? Und da muss ich doch einfach mal sagen: „Komm, wir stehen mal ein bisschen defensiver, wir sorgen mal dafür, dass das Zentrum zu ist und dann werden wir mal schlau, wie wir sind, mal ein 2 Konter fahren“, ne? Die ein 2 Konter haben wir ja versucht zu fahren, beziehungsweise haben wir dann ja auch noch gefahren, haben wir halt nicht gemacht. Aber es kann doch nicht sein, dass dann Leon Goretzka den Torwart anläuft. Ja, ähnlich wie es Kimmich im DFB-Pokal war. Es kann nicht sein, dass dann die Spieler über den ganzen, über das ganze Feld, da weiß ich nicht. Ja, das geht nicht. Ja, anscheinend ist es ja unsere Taktik. Ja, anscheinend ist es ja so. Ich glaube nicht, dass das alles immer freiwillig geschieht, aber dann musst du dich nicht wundern, dass es so läuft, wie es läuft. Ja? Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben heute Glück gehabt. Ähm, Auf Dauer wird das so nicht funktionieren. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also, wilde Nummer, ja, wilde Nummer, dass man nach so einer guten ersten Halbzeit, und dann nach 'm 3:0, den Bums so scharf macht. Ja, das ist völlig unverständlich und ja, weiß ich nicht. Also, das ist das, was wir letzte Saison kritisiert haben. Wir kennen nur eine Geschichte und das ist die Geschichte. Ja, wir können nicht mal reagieren: „Oh, es ist jetzt 3:1, wir spielen auswärts, komm, wir machen mal die Zentrale dicht, die Außenverteidiger sind mal Außenverteidiger und laufen nicht vorne 30 Meter weiter vorne rum. Ne, dann stell dich doch mal 10 Minuten tief. Wo ist denn das Problem? Ja, aber dann müssen die Leute halt, ich meine, sie haben es ja versucht dann. Wir haben ja dann in Augsburg auch mal den Ball, weiß ich nicht, gelassen oder nicht gelassen. Vielleicht konnten wir es auch nicht anders. Aber dann müssen die Spieler auf ihren Positionen stehen, ja? Dann müssen die wissen, was sie zu tun haben. Und dann setzt du halt einen Konter und dann ist der Bums durch. Dann machst du ein 4:1, dann ist der Zahn gezogen, ja? Und dann ist doch gut. Also, Katastrophe. Passiert bei uns nicht, ja? Der Einzige, der auch der das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, war Harry Kane, Alter. Sorry. Es war kein Josh zu sehen, kein Goretzka, kein Manuel Neuer, kein sonst wer, der nur ansatzweise mal jetzt gesagt hat: „Komm, ich nehme jetzt hier das Heft des Handelns in die Hand, ich versuche mal ein bisschen Ordnung reinzubringen“, sonst was. Ne, das war Harry Kane. Harry Kane war das. Ey, Chapeau an Harry Kane, so keine Frage, ja, aber da müssen andere Spieler auf anderen Positionen müssen da eingreifen und müssen da mal Phase machen. Aber nein, die laufen ja vorne 'n Torwart an. Also, Katastrophe. Zweite Halbzeit, ja, ich habe es gesagt, ne? Also, erstmal, wir haben Chancen gehabt, du hättest, keine Ahnung. Also, ohne zu übertreiben, ohne Fanbrille hättest du 6, 7 Buden machen müssen. Mit Fanbrille, hättest du noch 3 mehr machen müssen. Also, wir haben ja Chancen gehabt, das ist auch in der zweiten Halbzeit die Konter, ja? Aber wie gesagt, die Spieler waren nicht nicht mehr voll bei der Sache, die waren müde. Ja, völlig normal, ja, völlig normal, aber dann wechsel doch. Junge, du hast 'n Lennart Kahl draußen sitzen und 'n Kusi Asare draußen sitzen, dann wechsel die doch ein. Ja, 'n Gnabry hast du gar nicht mehr gesehen, zweite Halbzeit. Und 'n Diaz, keine Ahnung, nach der 20. vergebenen Chance, ja, dann kannst du ihn auch mal auswechseln, ja? Punkt. Also, ja, am Ende des Tages haben wir's über die Zeit gerettet, alles gut, alles fein.
In Augsburg ist natürlich auch ein schwieriges Spiel, aber fairerweise muss man sagen, so einfach, wie es uns Augsburg in der ersten halben Stunde gemacht hat, ähm, und dann auch mit einer 3:0 Führung nach 48 Minuten, musst du den Bums cleverer nach Hause fahren, ne? Aber das ist dasselbe, was wir letzte Saison schon hatten. Wir sind halt kein Inter Mailand, die dann einfach mal abgewichst den Fußball einstellen, sich zurückziehen und 2, 3 Konter versuchen zu fahren und ansonsten ist hinten der Laden dicht und du nimmst das 3:0 mit, ja? Ne, das passiert bei uns leider nicht. Und dann, ja, geht's so, wie es gegangen ist und dann brauchst du am Ende sogar noch ein Quäntchen Glück, dass es nicht schlimmer wird, ne? Gut. Aber am Ende, wie gesagt, 3:2 gewonnen. Natürlich verdient gewonnen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Art und Weise, ich meine, das war Wiesbaden, das war Augsburg. Ihr habt alle die Champions League-Auslosung gesehen. Ja, da brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen, Alter. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Gut, wir haben einen Blick in die Statistiken rein. Aktualisiere den Bums auch nochmal hier. So, 57 zu 43% Ballbesitz, Abseits 4:3, Fouls 14:11, Zweikampfquote 54 zu 46, Schüsse aufs Tor 13, Schüsse insgesamt 10:20, Ecken 7:5, Ecken von uns Katastrophe. Angekommene Pässe 294, 434, Flanken 11:8, Schüsse insgesamt Diaz 6, Ulisse 6. Ja, haben beide Chancen gehabt ohne Ende und riesige Dinger. Wie gesagt, frisches Blut hätte es da, glaube ich, ganz, ganz gut getan. Conny Leimer 2 Torschussvorlagen, Harry Kane 2, Conny eine. Ja, gewonnene Zweikämpfe, Diaz 7, Ulisse 7, Kane 5. Wild, ja. Ballkontakte 84 Upper, 82 Kimmich, 76 Ulisse. Wo ist ein Goretzka in dieser Statistik? Wäre natürlich schön, wenn wir mal hier ausklappen könnten, geht leider nicht. Ja, naja, gut. Gehen wir rein in die Benodung. Ich mache mal einen Pfeil auf, bevor wir loslegen. Gut, Winnie. Winnie für mich, ich halte die Noten werden relativ ähnlich zu Wiesbaden werden, können wir schon mal vorwegnehmen. Ich halte es heute auch mit einer 3,5. Auch heute haben mir die Eier bei den Auswechslungen gefehlt. Auswechslung kam meiner Meinung nach auch ein bisschen sehr spät. Habe ich nicht ganz verstanden, warum man erst so spät gewechselt hat. Erst recht, weil man halt erst das Pokalspiel in den Beinen hatte. Also keine Ahnung. Fand ich sehr wild, aber gut, so ist es halt. Warum sonst die 3,5? Ja, weil wie immer, wir haben einen Stiefel runtergespielt und das war's. So, wir können nicht auf irgendwelchen Situationen reagieren. Ja, das ist okay. Ja, wir sind der große FC Bayern, das verstehe ich alles. Man muss sich nicht unbedingt an Gegner anpassen. Aber nochmal, wenn das die Konsequenz ist, dass wenn du 3:0 führst, das Spiel am Ende nochmal spannend wird, ey, dann musst du was ändern. Punkt. Ja, dann musst du was ändern. Es kann nicht sein, wenn du 13:0 führst, ey, dann muss es möglich sein zu sagen, alles klar, Männer, jetzt so und so, Punkt. Wir fahren das 13:0 nach Hause. Ja. Wir gehen in den Kräfte-Show-Modus, lass den Gegner laufen, lass sie machen, lass sie tun. Wir gucken, vielleicht fahren wir noch einen Konter, 2 und dann ist der Bums durch. Ja. Aber nein, du spielst den gleichen Bums wie 60 Minuten vorher und also, wir sind in der zweiten Saison, ja, da muss jetzt mal ein bisschen Variabilität muss jetzt mal kommen. Ja. Sonst wird es schwierig. Manu. Ja, Manu sehe ich bei einer 3. 2 Bälle musste halten, glaube ich. Ja, das erste Tor konnte er gar nichts machen. Zweite Tor auch super schwierig. Die Sicht war komplett versperrt. Ja. Ich meine, dass das zweite Tor überhaupt zustande kommt mit so vielen Beinen dazwischen, war auch schon wieder wild. Einmal hat er hart gezögert, der Manu. Komm, er kriegt eine 3,5. Wir haben dem Urbich letztes Mal auch eine 3,5 gegeben dafür. Manu hat auch das Ding gehabt. Da hätte er, sonst rennt er raus bis zur Mittellinie. Keine Ahnung, da war keine Abstimmung da mit dem Opa. Da
Zum Glück ist nichts passiert, ja, muss man sagen. Das sah 'n Neuer aber nicht gut aus. Also, von daher 3,5. Gut, ja, machen wir gleich mit dem Opa weiter. Opa sehe ich auch heute bei 'ner 3,5. Ich tue mich wieder schwer, die Innenverteidiger heute fair zu benoten. Opa hatte aber auf jeden Fall ein, 2 Wackler drinne. Ähm, Hat's erst gut gemacht, Körper reingestellt, Ball schon abgelaufen, dann wartet, macht dann 'n Pressschlag, dann, geht der Ball zum Augsburger. Kann er froh sein, dass der Augsburger so unfähig war und nicht nur 'n Haken nach innen gemacht hat und das Ding einfach reingeschoben hat, sondern da wie 'n Berserker auf den kurzen Winkel prügeln wollte. Ähm, darf 'm Innenverteidiger nicht passieren, so, Punkt, ja. Das ist dasselbe Ding, was Min-Jae da gerissen hat. Ich meine, er macht's vorher super und dann sowas, ja. Ähm, ja, Jonathan Tah sehe ich auch bei der Geschichte sehe ich auch bei 'ner 3,5. Ich weiß nicht, unsere Innenverteidiger sind wieder die ärmsten Säue auf dem Feld, so wie letzte Saison, ja. Das muss man mal knallhart so sagen. Ähm, Stehen dann da oft auch allein gelassen. Ich meine, war's das zweite? War's das erste Tor? Das erste, glaube ich. Der eine Innenverteidiger ist raus, der andere Innenverteidiger geht hin und, anstatt dass dann mal ein Sechser den Raum dann zumacht, wo der eine Innenverteidiger rausgerückt ist, nein, dann muss der rechte Verteidiger einrücken und weit und breit ist kein zentraler defensiver Mittelfeldspieler zu sehen, weder Kimmich noch Goretzka. Die werden dann da einfach alleine gelassen. Da kannst du ja froh sein, dass noch mal 'n Außenverteidiger da war, der wenigstens ein bisschen einrücken konnte, ja. In der Regel sind die ja auch nicht da. Ja, da stehen nur 2 Innenverteidiger hinten. Von daher, das sind beides die ärmsten Schweine auf dem Feld, Alter. Sage ich euch, wie es ist, Alter. Taktisch ist das eine Vollkatastrophe, was wir da hinten teilweise spielen, Alter. Conny Leimer, ja, genau das. Das ist eigentlich die Note, die Conny Leimer heute kriegen müsste, ja. Ähm, Nach vorne, das Zusammenspiel mit Michael war wieder okay, ja. Wie gesagt, diesen Steckpass in die Tiefe, das können die beiden, die haben da 'n Verständnis für. Heute hat Conny auch mal hinten wirklich mal eine gute Defensivaktion gehabt. Die habe ich lange nicht gesehen, ja. Ansonsten, hat er wieder ein, 2 Flanken, wenn Augsburg kam, über die Seite natürlich zugelassen. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist, auf beiden Seiten bei uns, also Außenverteidiger-Posi, das ist halt, weiß gar nicht, ob man das Verteidigerposition noch nennen sollte. Also, mit Verteidigen hat das relativ wenig zu tun, wenn man ehrlich ist. Also, da haben ja Olisse und Diaz, beziehungsweise Harry Kane mehr auf den Außenverteidigerpositionen verteidigt wie die Außenverteidiger. Ähm, aber anscheinend ist das so gewollt, von daher tue ich mich da auch schwer, 'n Conny Leimer fair zu benoten. Von daher gehe ich da auch mal in die 3,5er rein. Ansonsten im Gegenpressing hat Conny Leimer heute auch ein, 2 Probleme gehabt über die Halbposition, hat sich wieder eine gelbe Karte für Meckern abgeholt. Ja, geht besser, denke ich. Gut, damit kommen wir auf der anderen Seite zu Stunny. Stunny war heute, ja, das Ebenbild zu Conny auf der anderen Seite. Auch das war nicht gut, ja, aber wie gesagt, wir haben 3-2 gewonnen. Wir gehen in die 3-5er Schiene rein. Ähm, ja, hat 2 Aktionen vorne gehabt, im gegnerischen 16er, am gegnerischen 16er. Ähm, Hat dafür ein, 2 schlechte Aktionen hinten gehabt, war ein, 2 Mal hinten gar nicht zugegen. Aber das ist halt so, wenn du als Außenverteidiger da vorne rumrennst. Auch da, wie gesagt, das scheint ja anscheinend unsere Taktik zu sein. Und dann müssen wir halt gucken, dann müssen wir die Spieler oder muss ich die Spieler für mich ein bisschen anders bewerten. Und von daher ist es 'ne 3,5 für mich heute. Gut, fangen wir mit dem Leon an, anstatt mit dem Josh. Alter, ich sehe Leon bei einer 4,5. Das war für mich, weiß ich nicht, war Leon nicht wirklich existent. Ja. Ähm, I don't know. Ich weiß nicht, wo Leon war. Ich habe ihn einmal hinten gesehen, dann so 10 Meter vom Geschehen weg, wo er eigentlich hätte sein müssen. Ich habe ihn vorne nicht einmal wirklich wahrgenommen richtig. Ähm,
Ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte er hatte, wie viele Zweikämpfe er geführt hat. Also gefühlt war er nicht zugegen, Alter. Ich habe ihn nicht wahrgenommen in diesem Spiel. Genauso wie ich 'n Gnabry nach der ersten halben Stunde nicht mehr wahrgenommen habe. So habe ich 'n Leon fast das komplette Spiel nicht wahrgenommen. Ähm, Da kann man natürlich jetzt sagen: „Jo, war super unauffällig, hat die Löcher gestopft, sonst was.“ Aber eben genau das ist nicht passiert. Ja, und von daher 'ne 4,5, weil wir haben Löcher gehabt wie 'n Scheunentor in der Mitte, ja. Und dann kommen wir zum nächsten. Ähm, ja, der war 'n Tacken besser. Ähm, Gehen wir in die 3,5 Schiene rein für Njosh. Könnte ihm auch 'ne 4 geben, aber ich habe bei den anderen auch ähm, überall Gnade vor Recht ergehen lassen. Von daher kriegt er auch 'ne 3,5. Auch Kimmich war heute schlecht. Punkt, ja. Keine Diagonalbälle, gar nicht erst versucht. Viel quer, viel nach hinten, aber auch er, man hat's ja vorhin gesehen in den Ballkontakten, super wenig Ballkontakte, noch weniger wie Upper. Normal ist er da immer führend, konnte dem Spiel gar keinen Stempel aufdrücken. Wie gesagt, Harry Kane war der Mann, der das Spiel irgendwann in die Hand genommen hat. Das war kein Kimmich, das war kein Goretzka. Das war super enttäuschend. Boah. Wir werden diese Saison wieder knallhart die Sechser-Diskussion führen. Glaubt's mir. Alles, was ich bisher diese Saison gesehen habe, werden wir diese Diskussion führen. Leider. Gut, damit kommen wir zu den Vierergespann vorne. Fangen wir mit dem Serge an, weil das habe ich ja gerade schon ausgeführt. Sehr schönes Tor gemacht, ja. Auch davor hat er 1, 2 gute Aktionen gehabt. Nach einer halben Stunde habe ich den Serge nicht mehr wahrgenommen. Zweite Halbzeit war er gar nicht mehr zugegen. Du hättest ihn direkt auswechseln können. Spätestens in der 60. hättest du ihn auswechseln müssen. Wenn du Idam mal gesehen hast, war er am Schnaufen auf dem Feld. Was er gut gemacht hat, erste Halbzeit, war das Defensivverhalten. Ja, da war er ein, zweimal richtig stark, ist reingegangen in den Mann, hat den Körper reingestellt. Da war er auffällig, das hat mir gut gefallen. Aber wie gesagt, ich habe ihn dann in der zweiten Halbzeit kaum noch wahrgenommen. Ja. Aber er hat eine Butze gemacht, von daher Note 3 von meiner Seite. Viel Luft nach oben, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihm einfach die Puste fehlt, dass es einfach nicht für mehr wie eine Halbzeit reicht. Ja. Mag so sein, weiß ich nicht. Wird die Zukunft zeigen. Gut, kommen wir zu Michael und Diaz. Die können wir heute beide in einen Topf stecken. Das war beides gut im Spiel, bemüht, angeboten, geackert, gemacht, nach hinten mitgeackert, nach vorne das Spiel versucht anzutreiben. Beide haben ein Tor gemacht, ja. Beide haben aber am Ende sehr, sehr viel liegen lassen. Waren aber natürlich viel, 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 viel auffälliger, wie es in Serge war. Von daher bekommen beide von mir die Note 2. Warum bekommen beide nur die Note 2? Weil beide super viele Chancen haben liegen lassen. Ja? Also beide hätten mindestens 2 Tore machen müssen. Beide hatten Chancen für 3 oder 4 Tore. Ja, das muss man mal knallhart sagen. Also, aber beide haben 'n Tor gemacht, so, keine Frage. Ja, von daher kannst du das natürlich nicht schlechter benoten und beide waren super engagiert. Ähm, Das kannst du denen ja nicht absprechen. Das war gut, ja. Ähm, und an der Offensive hat's heute nicht gelegen. So, ja, Punkt. Gut, Mann des Spiels. Ich weiß, werdet wieder 80% von euch nicht nachvollziehen können, ist mir Wumpe. Könnt euch in den Kommentaren ruhig auslassen. Ich lese sie eh nicht. Wenn ihr mir was zu sagen habt, müsst ihr in den Stream kommen, jeden Montag 18 Uhr. Das nur mal zur Info. Da könnt ihr euch gerne auslassen. Da kriege ich das mit, da kann ich live drauf reagieren. In Kommentare schenke ich mir das macht keinen Sinn mehr. Für mich Harry Kane Note 1. Harry Kane, Mann des Spiels bei uns. Erste Halbzeit war er der die Tore vorbereitet hat, der jeden Angriff eingeleitet hat. Er hat einen ganz klaren Zehner gespielt. Aber in der ersten Halbzeit schon hat er 2, dreimal für Stani ausgeholfen, war er linker Verteidiger. Er war mehr auf der Sechserposition, wie es ein Kimmich oder ein Goretzka war, hat super viel geackert für die Mannschaft, hat sich reingeworfen, hat die Zweikämpfe genommen, obwohl er wusste, Alter, ich kriege jetzt auf die Knochen, gerade zweite Halbzeit erinnere ich mich an 3, 4 Zweikämpfe, wo er wusste,
Gehe ich da jetzt rein, werde ich gefoult, hat er eiskalt durchgezogen. Selbst in der letzten Minute da noch Richtung Eckfahne, weißt du, alle wie die Lemminge, voll hibbelig, Kimmich, wie als wäre er, weiß ich nicht, hätte er sich irgendwie Adrenalin reingespritzt, völlig neben der Spur. Keiner, der da mal Ruhe reingebracht hat und dann so Harry Kane, so, ja, alles gut, Alter, Leute, gib mir den Ball, ich mach das hier schon. Ja. Also, gebt Harry Kane die Binde, Alter. Punkt. Ja. Spieler des Spiels, obwohl er kein Tor gemacht hat. So. Ja. Also ohne Harry Kane hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Da war so viel Unruhe, so viele Fickerei in dieser Mannschaft. Harry Kane war der Einzige, der das versucht hat, da mal zu ordnen. Ne? Und das aus einer 10er, 8er Position heraus. Als Mittelstürmer. Und hat dazu noch die Tore vorbereitet. Und die Angriffe eingeleitet. Hat dann noch bei den Ecken hinten die Bälle weggemacht. Ja, also. Wenn wir nur 2, 3 Spieler von diesem Format in der Abwehr hätten, oder einer, wird schon einer reichen, der diese Ausstrahlung hat, der Eric Dyer, Alter. Ich sag's euch, wir werden Eric Dyer noch vermissen. Ja, wenn es gut läuft, die sind Upa und Jona, logisch, ja, aber diese Ausstrahlung, gerade in solchen Phasen dann, ja, da fehlt dir einfach so ein abgebrühter Spieler. So ein Eric Dyer, der die Ruhe weg hat, der die Erfahrung hat, der weiß, komm, Männer, mach doch mal ruhig, bleib doch mal fein. Nix. Das war gefühlt wie ein Hühnerhaufen. Ja? Keiner wusste, wo, was, wie. Alles rennt durcheinander. Keinerlei Ordnung auf irgendwelchen zentralen Mittelfeldpositionen. Geschweige auf dem Außenbahn. Also Katastrophe. Katastrophe. Ja, 3:2 gewonnen, von daher, ihr kennt das. Ja, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau hier immer. Gar keine Frage. Ja, aber man muss es ansprechen. Ja, mal Augsburg wurde jetzt gehypt wegen Sandro Wagner, bla, Sülz. Ey, wenn ihr Augsburg gesehen habt, nach 5 Minuten muss es 2:0 stehen. Nach 15 Minuten muss es 3:0, 4:0 stehen. Punkt. Ja, da muss das Spiel durch sein. So. Das war gar nichts von Augsburg. Null. Die waren noch schlimmer wie wir in den ersten 20 Minuten hinten. Das war ein Hühnerhaufen. Da war gar nichts. Ja. Der Torwart ein absoluter Fliegenfänger. Ich weiß gar nicht, was der in der Nationalmannschaft will. Was willst du mit so einem Torwart in der Nationalmannschaft? Der bringt ja mehr Unruhe rein wie alles andere. Also, da ist der Ubich ja 200 Mal besser. Also, keine Ahnung. Ja, in der zweiten Halbzeit hat er 1, 2 Dinger natürlich im 1:1 gut gemacht. Ja, ja, da würde ich 50% ihm zugestehen, 50% dem Versagen von Diaz und Michael. Aber was die erste Halbzeit für Klopper drin hatte, Leute, wer soll Nationaltorwart sein oder was? Katastrophe, Alter. Was ist jetzt in den Nagelsmann denn geritten, Junge? Keine Ahnung, ich schweife ab. Gut. Wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Am Ende des Tages 3:2 im bayerischen Derby in Augsburg auswärts gewonnen. Von daher alles fein, 6 Punkte. Wir sind voll im Soll. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ich würde ja sagen, tut uns gut. Kann der eine oder andere mal sich ein bisschen erholen, aber nee, wir haben alles Nationalspieler. Die reisen erstmal alle. Das wird die wieder abfacken, ja, weil die eh schon keine gute Vorbereitung hatten. So ist es halt. Gut, Leute. Das war's. Wenn ihr Lob, Kritik habt, ja, wie gesagt, Montag 18 Uhr live auf Twitch, könnt ihr gerne live euer Zeug loswerden. Und in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Einen schönen Sonntag, haut rein, bis Montag. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Okay. Okay, Leute. Ich weiß, ich habe natürlich die Einwechselspieler vergessen. Es gab ja nur 3. Grandios. Sacha für Conny. Der Wechsel hat super viel Unruhe reingebracht.
Sacher hat gut 10 Minuten gebraucht, bis er mal ansatzweise im Spiel war. Dann war es okay. Vorher war es nicht Bundesliga-tauglich. Punkt. Pavlovic, ich meine, ich habe ihn wenigstens wahrgenommen. Ansonsten genauso nicht im Spiel geschehen, wie es ein Leon Goretzka war. Aber ich habe ihn wenigstens mal wahrgenommen. Rafa Guerrero für Gnabry. Grandioser Schachzug, den Rafa dann da reinzubringen. Maschine einfach, hat man gesehen. Ja. Boe, der Schuss aufs Tor. Sacha, Rafa, ja, kein Bayern-Niveau, Punkt. Pavlovic, weiß ich nicht, vielleicht tut ihm jetzt mal die Länderspielpause gut. Ich weiß nicht, ob er nominiert ist. I don't know, ich hoffe nicht. Ich glaube, er könnte mal jetzt die 10 Tage gebrauchen, um mal ein bisschen klarzukommen. Da ist super viel Luft nach oben. Auch das war, was ich bisher jetzt dieses Spiel und davor das Spiel gesehen habe, ist kein Bayern-Niveau. So, und jetzt Feierabend. Tschüssi.